Pozdravljeni in dobrodošli na predavanju Roberta Franca. Da bo predavanje potekalo čim bolj nemoteno, vas prosim, da utišate svoje mobilne telefone. Besedo pa kar predajam Roberta Franca. So, ich bin jetzt schon das dritte Mal in Maribor und halte einen Vortrag. Tako, zdaj že tretjič je tukaj v Mariboru in ima tukaj delo, da pač vam lahko predava danes. Ich halte eigentlich Vorträge weltweit, nicht nur in Europa, sondern auch übersee in Kuba und auf der ganzen Welt. Dejansko ni samo po Sloveniji, ne samo po Nemčiji, ampak dejansko po celi Evropi bil pa tudi na Kubi. Eigentlich draußen in der Natur gibt es keine Pharmaindustrie, es gibt nur Leben oder Tod und es gibt keine Krankenhäuser, keine Ärzte und keine Krankenkasse. Zunaj v naravi pravzaprav ni dobene farmacije, ni dobenih tablet, dejansko je samo življenje ali smrt, ni dobene bolnice, ni dobenih zdravnikov in dejansko se pač lahko osredotočamo samo na naravo. Es gibt ein paar Naturmittel, die eigentlich von uns genommen eigentlich die Natur ersetzen, weil wir können jetzt nicht rausgehen im Wald, wo auch immer und da leben, aber es gibt viele Naturmittel, die sind viel kräftiger als die Pharmamittel und erstens haben sie keine Nebenwirkungen. Torej, stvari, ki nam bo pač danes povedal o teh naravnih stvarih, so dejansko naravne in ni tudi dobenih stranskih učinkov, ker verjetno veliko od vas jemlje tablete in veliko od vas ve, da so tudi zelo visoke stranski učinki. In pri naravnih stvarih so dejansko, to je narava, ni dobenih stranskih učinkov in dejansko lahko jemljete vse, ne glede na vaš problem in dobenih stranskih učinkov ne bo. Manchmal frage ich mich, warum die Leute das ganze Gift schlucken, nur weil es ein Arzt verschreibt oder weil sie kein Wissen haben. Včasih se sprašuje, da zakaj mi dejansko jemljamo te tablete. Jih jemljamo zaradi tega, ker so nam zdravniki priporočili, da jih moramo jemati, ali jih jemljamo zaradi tega, ker pač smo navajeni na tablete. Und mit meinen Vorträgen gebe ich den Leuten das Wissen zu handeln. Nach dem Vortrag bleibt jedem überlassen, ob jetzt auf Natur umsteigt oder weiter seine Chemie nimmt. Po tem predavanju bo vsak od vas odločen bil za eno pač stvar. Lahko se odločite za naravo, lahko pa se odločite, da boste še vedno imeli tablete. On vam boste pravzaprav povedal vse stvari, ampak vi potem na koncu boste sami za sebe odločili. Viele von euch nehmen Tabletten, okay, er liegt nicht auf dem Boden, ist halt nicht halb tot, aber die meisten Leute von uns haben keine Lebensqualität, obwohl sie die Tabletten nehmen. Die haben noch immer Schmerzen und das sind nur Behandlung von Symptomen. Kljub temu, da je večina od vas jemlje tablete, res je, da ne ležite mrtvi na tleh, ampak še vedno imate probleme, še vedno vas nekatere stvari mučijo. Kljub temu, da tablete jemljete, še imate recimo vedno bolečine, še vedno vas kaj moti, kaj dejansko bi morali tablete preprečiti. Außerdem kann ich mal erzählen, mal kurz ein Beispiel, dass ich erzähle, was ihr beim Arzt macht, was da passiert beim Arzt, was ihr eigentlich bekommt für euer Besuch beim Arzt. Tako zdaj nam bo pravzaprav povedal, kaj dejansko se zgodi, pač, ko gremo k zdravniku. So, da ist eine Frau zu mir gekommen, die hat 5 Schlaganfälle gehabt. Okay, gospa je prišla k njemu in je 5 kapij doživela. Sie hat einen Haufen Tabletten genommen, Blutdruckmittel, ich weiß, Blutverdünner und andere Beta-Blocker fürs Herz. Jemala je ogromno tablet, ki so ji krvni pritisk zmanjšale, tablete, ki so pač za krvi, za rečenje krvi, hvala, za rečenje krvi, je jemala pač veliko tablet. Und sie hat mich gebeten, sie will von chemischen Mitteln weg, ich soll jetzt die natürliche Lösung sagen. Gospoda je prosila, da ona bi nehala jemati te kemične snovi, te tablete, ampak bi rada pač dejansko prišla na to na naravo, da bi rada jemala naravne stvari, dejansko tiste, ki ve, da so dobre za njo. Die natürliche Lösung war ganz einfach, das waren 3 natürliche Mittel. Dejansko je bila rešitev enostavna, začela upravljati samo 3 naravne snovi. Die meisten Leute wissen nicht, durch Sonnenmangel, durch Vitamin D3, kriegen wir ganz viele Schlaganfälle. Dejansko ljudi tega ne vemo. Da dejansko, če nam primanjkuje vitamina D3, to je sonce, najbolj sonce, če nam to primanjkuje, dejansko lahko zaradi tega doživimo kapi. Weil durch Vitamin D3 das Blut ganz langsam durch unser Körper fließt. Zaradi tega, ker če nimamo vitamina D3, dejansko kri po našem telesu potuje zelo, zelo počasi. Wir sind sozusagen im Winterschlaf. Dejansko je isto, kot da bi imeli zimsko spanje. Würde jeder 5 Tropfen Vitamin D3 nehmen, če bi vsak imel 5 kapljic vitamina D3, egal wo auf dieser Welt, vseeno kje na svetu, würden 60% aller Schlaganfälle gar nicht mehr stattfinden. bi 60% kapi ne bi bilo. Warum schreibt sich die Zeitung oder Radio, Medien, warum sagen sie das nicht? Sind wir es nicht wert? Zakaj dejansko radiji
medija, časopisi o tem ne poročajo, ker če bi ljudje to vedeli, bi bilo dosti boljše. Und dann habe ich der Frau gesagt, okay, sie soll 10 Tage 40 Tropfen D3 nehmen, Mittag. Povedal je, da mora 10 kapljic vitamina D3 imati zjutraj Und danach 5 Tropfen weiter. in potem 5 kapljic. Dadurch habe ich das Risiko um 60% minimiert. Za 60% se je riziko za dodatno kap zmanjšal. In der Früh hat sie Blutdruckmittel genommen. Na začetku leta je imela za krvni tlak tablete. Genau, und ich habe gesagt, das soll sie weglassen. Und sie haben es so gebracht, dass wir eigentlich alle medikamentensüchtig sind. In dejansko so nas spravili tako daleč, da smo vsi dejansko zasvojeni z tabletami. Drogensucht ist nichts gegen Medikamentsucht. Dejansko tisti, ki so zasvojeni z drogami, ni nič proti temu, ko smo Genau, zasvojeni die z paar tableti. Drogensüchtige, was sie im Körper da verkaufen, auch Bahnhöfe, wo auch immer, sind nichts gegen Millionen Leute, die die Medikamente, unsere Apotheken sind voll mit Rentnern, die nach Medikamente Ausschau halten. Dejansko tistih par ljudi, ki si kupuje oziroma prodaja, preprodaja droge, recimo, ne vem, tukaj na sosednji avtobusni postaji, recimo, ni to nič proti tistim na milijoni ljudem, ki dejansko jemo tablete vsak dan. Darum sage ich, die Tabletten könnt ihr ja nicht jetzt von einem Tag auf den anderen absetzen. Seveda to ne pomeni, da zdaj vi lahko od enega do drugega dneva nehate jesti te tablete, ki jih zdaj jemljete, Sonst fällt ihr in ein Loch rein. ker drugače boste padli v luknjo. Euer Körper hat sich mit der Chemie gewöhnt, Vaše telo se je dejansko navadilo na te kemikalije, ki jih jemljete. aber ihr könnt die Natur mit ins Boot nehmen. Ampak lahko pa date zraven na krov tudi naravo. Und nach gewisser Zeit übernimmt die Natur die Führung In potem čez nekaj časa bo narava dejansko prevzela krov. und dann tut ihr langsam die Tabletten wieder abbauen. In potem lahko počasi, ampak res počasi, date vse tablete.